Herzlich willkommen zu einem neuen Video, wo ich das ja werde ein Foto bearbeiten aus der Schweiz. Aber wieder vielleicht schon aus einem anderen Video mitgekriegt hat, sind die Fotos aus dem Kanton Graubünden an der Schweiz. Da sind relativ viele Bachen oder kleine Flüsse, die flott sind, wo ich kann flott Fotos machen. So, als allererstes will ich hier anfangen, stelle ich mal das Profil hier von Adobe Farbe auf Landschaft. Dadurch geht das Ganze schon mal ein bisschen mehr kräftig. Aber für dem Ganzen noch schon mal ein bisschen mehr warmen Ton zu gehen, stellen ich es auch auf Schatten, weil es war auch bedeckten Himmel. Ich gucke ja, bewölkt das auch. Okay, ich mache sowieso da ein bisschen nach Feinschliff an passenden Temperatur so un, wie sie mir am besten gefällt. Wenn ihr noch ein Histogramm guckt, du seht ihn, das ganz knapp an den deichten Tein könntet wieder mehr schlägt näheren Sonne an, das auch nicht am hellen ausgebrannt, weil auch da schlägt so just nicht un. Ich gehe aber trotzdem für den hellen Plätzen am Bild ein bisschen mehr Struktur zu gehen, setzen ich die Lichter aber da mal rauf. Für allem bringt das mit sich, dass die Wolken am Himmel besser zum Vorschein kommen, an mehr Struktur kriegen, und auch das Wasser, die hellen Plätzen am Wasser mehr Struktur kriegen. Dazu manche auch Däften, die ich ein bisschen absetzen, weil aber ja trotzdem verschiedene Teile am Bild relativ dicht sind, unter anderem das Steenheif hier, wo ich nicht mehr wirklich ganz gut am Deicheren erkannt habe. Und dafür setzen ich dann Däften einfach ab, für da ein bisschen mehr Erkennung am Bild zu kriegen. Mit den Weißtönen, da gucke ich immer, wenn den Daltas gedreckt hält, besser gesagt, und dann hin und her wird gesagt, den am Anfang, voilà, wenn Lodo die Farben ins Bild kommen, das ist dann der Moment, wo es ausgebrannt ist, da gesagt, in der Ruhe am Histogramm, dass das wieder schlägt, der das sowieso nicht ganz immens. Dafür gehe ich auch ein bisschen rauf und ich gucke sowieso ein bisschen so, wie das Bild insgesamt mir gefällt. Und gehe nicht einfach 100% immer da bis und das Maximum vom just nicht ausgebrannt. Weder bei der Weiß noch bei der Schwarz. Bei der Schwarz haben dasselbe, ich auch von der Stottalt, Tast drücken, gedreckt teilen und dann mein Schwarz, wenn gesagt, dann hast du schon kommen direkt schon ein paar Plätze zum Vorschein, wo am Anfang schon der Schwarz dann ausgebrannt ist. Aber auch da gucken ich immerhin ein bisschen so am Arm, wie es ausgeseit. Weil wenn du minimal die Plätze, wo du gesagt ausgebrannt sind, das ist nicht dramatisch. Das sind hier am Stehen, die toten Teile, aber das schaut an dem heutigen Fall lo der Foto nicht. Dafür ist es doch nicht dramatisch, wenn du dann lo minimal Deler ausgebrannt wären. Und da gehe ich weiter bei Dynamik, setze ich ein bisschen rup. Sättigung lasse ich mal sehen, wie sie ist. Und dann mache ich schon mal immer Profilkorrekturen lasse ich am Anfang aus, weil wenn ich die ummache, da dehnt sich, was am Anfang durch Profilkorrekturen geschieht, wo es aussieht, dass das Bohren ein bisschen abgehellt gehen, das will ich nicht unbedingt. Und dann plus das Foto, ja, wie ich sie gemacht habe, und dann durch ein Apparat guckt und in dem Moment hatte ich mein Foto, meine Konstellation von der Foto, genauso wie ich eben durchgeguckt habe, und so hat es mir gefallen. Das werde ich per Konter aber machen, als chromatische Aberrationen entfernen, weil der sind hier rund um den Baum normalerweise, wo es einen großen Unterschied von Deichern auf hellen Tönen gibt, kommen die doch schon mal zum Vorschein. Und dadurch steht dann aus, man gesagt, Bild natürlich besser aus. Aber wenn ich da schon hier sind, dann schärfen ich auch schon direkt, weil ob ich das lo oder später hinein möchte keinen großen Unterschied. Und da gehe ich relativ einen hohen Betrag an einen relativ niedrigen Radius, aber einen relativ hohen Detailer, weil an der maskieren ich aus, wo ich gerne hätte, das soll geschärft gehen, weil alles, was weiß ist, wird geschärft, alles, was schwarz ist, wird nicht geschärft. Und ich kann da effektiv relativ hoch gehen, man maskieren, weil der Himmel, der muss nicht geschärft gehen, dafür kann den durchaus schwarz sein. Das Wasser, was fließt, muss auch nicht geschärft gehen, dafür kann auch das ruhig schwarz sein. Und dann habe ich all die Teile, B mit den Stängen, die geschärft gesehen, an der Rest nicht. Lo gehe ich dann an Details, also ich mache lo mit ein paar Verlaufsfiltern, vielleicht Radialfiltern, eine mehr detailliert, präzise Bearbeitung, just auf verschiedenen Teile vom Bild. Als allererst, wie der Himmel so relativ rund ist, lehne ich da mal einen Radialfilter drauf. So, und als erstens hast du noch einen Wert dran, den mache ich dann mal zurück.
Und zweitens, wenn ich hier ausschalte, für zu gucken, wo er wirkt, gesagt, dass der Bause wirkt. Ich hätte aber gerne, dass der Banne wirkt, weil ich gerne den Himmel will bearbeiten. Dafür muss ich ihn umkehren. Und da kann ich ihn auch noch ein bisschen mehr groß ziehen. Und dann vielleicht auch noch ein bisschen mehr eine weiche Kante gehen. Für das kein so harten Übergang an Beam geht. Weil das dann nicht extra schön. So, ich kann natürlich auch so gut, wenn ich schüsst will Himmel schaffen, an Beam nicht will matt aufdunkeln, weil das Ziel ist, sich dass den Himmel ein bisschen aufdunkeln und vielleicht die Farbe ein bisschen ändern. Da kann ich auch hier bei den Bereichsmasken entweder die Luminanz, für die Luminanz muss an diesem Fall relativ gut gehen, weil der Himmel viel mehr hell ist wie die Beam. Das heißt, wenn schon die Alt-Taste gedrückt haben, an hier die dichter Teile auswählen, da seht ihr noch, alles was schwarz ist, da wirkt der Filter nicht, an alles was weiß ist, da wirkt der Filter. Das heißt, ich hätte ja gerne, dass der nicht mehr am Himmel wirkt, dann nicht auf der Beam. Lo sind Beam relativ schwarz und den Himmel ist weiß, dann ist es quasi schon gut. Ich kann natürlich just nachher bei der Glättung gucken, weil du kriegst Beam noch ein bisschen mehr schwarz und den Himmel ist wirklich weiß, sodass den Lo wirklich just nicht mehr Himmel wird wirken. Hallo kann ich dann effektiv Belichtung vom Himmel ein bisschen raufsetzen, für dass die Wolken, die du oben siehst, ein bisschen mehr dramatisch gehen. Ich kann auch die Lichter noch ein bisschen raufholen, den Himmel noch besser zum Vorschein könnt. Gleichzeitig für die Struktur von den Wolken zu verstärken, kann ich Klarheit raufsetzen an auch die Struktur. Voilà. Und dann schalten wir ja den Filter aus. Sehen wir schon relativen Unterschied. Lo, wie sowieso den Himmel relativ dichter ist, kann ich aber auch ein bisschen den Farbton nach ändern an einen ganz leicht an das Blut ziehen, weil das einfach dann auch noch einen schönen Kontrast zu den geringen Beben gibt. Für die Wolken noch ein bisschen an den Himmel ein bisschen aufzudunkeln, kann ich auch noch die Weißtöne ein bisschen raufsetzen und gleichzeitig den Kontrast noch ein bisschen rauf. So, und da sehen wir lo, wenn ich den Filter ausschalten, vier drunter lo, und ich wirklich just nicht mein Himmel aufgedunkelt, und ich schon und die Beam, die an den Himmel ragehen, am Fong gut nicht geändert, dadurch, dass die Stadt eben ausmaskiert tun, sodass die Beam die Helligkeit behalten haben. Lo meine ich dann aber auch noch einen Verlaufsfilter von innen, weil ich den Vordergrund auch ein bisschen will aufdunkeln, aber dafür Zähne stehen relativ lang durch das Bild, sodass dann ein relativ Müllaufstufung kriegt. Voilà. Und auch da hast du noch einen Effekt dran, die setzen ich zurück, so. Und da kann ich auch da ganz ein bisschen Belichtung raufsetzen, für das heute der Vordergrund vom Bild ein bisschen aufgedunkelt wird, weil den viel zu viel hell nach war. Und da kann ich auch da noch ein bisschen Klarheit rangehen. In der anderen, für dass die Stängel ein bisschen mehr geschärft gehen und auch ein bisschen Struktur. Auch hier kann ich die Lichter noch ein bisschen raufsetzen. Dadurch gibt die Struktur vom Wasser auch noch ein bisschen mehr klar. Wenn wir hier unan ausschalten, da seht ihr, die Helligkeit bleibt logisch nach an der Mitte vom Bild, an innen also ein bisschen mehr dicht, sodass der Blick mehr an das Bild rangelegt wird. So, was ich auch noch mache, als nächstes als der blauen Ton vom Wasser gefällt mir nicht 100%. Dafür setze ich den Aquamarinen-Ton, ziehe ich ein bisschen mehr an das Blut, nicht zu viel, aber für das Wasser ein bisschen mehr ein kräftig steichter blaue Farbe gibt. Und dafür setze ich auch den blauen Ton, setze ich noch ein bisschen rauf. Da muss ich aber allerdings aufpassen, weil auch hier oben am Himmel ist blau, nicht dass ja nur zu viel, den Himmel zu viel einen komischen Blauton kriegt. Und dann habe ich an engem Zierdigung von dem Aquamarin setze ich ein bisschen rauf. Da geht das Wasser hier innen auch ein bisschen mehr kräftig blau. Werde ich auch fanden, dass das dann am Endeffekt ein bisschen besser ausgesehen. Beim Blauton muss ich aufpassen, weil ich, wenn ich zu viel draufsetze, natürlich auch hier den Himmel
dann zu viel entzierdeschen, an denen dann noch kein Farbe mehr hat. Auch die Luminanz setzt nicht ein bisschen Ruf nach. Dadurch aus dem Grund, weil dann die hell Platzen nach ein bisschen mehr Struktur kreieren. Voilà, nicht zu viel, das tut nicht viel, natürlich nicht schön, aber minimal, sodass Wasser auch ein bisschen mehr Strukturen kriegt. Und ich werde ein ausschalten, weil gesagt hat, war ein bisschen mehr Aquamarinblau nach, und durch die Bearbeitung also blau bisschen mit Deichter gehen an Manna Aquamarinblau. Boah, das ist natürlich alles Affaire de gut. Wenn den natürlich Aquamarin lieber hat, da kann den Wasser auch so losen. Mir gefällt das einfach Manna gut. Und ich lieber ein bisschen mit Deichtere Blauton, sodass die Stadt eben ein bisschen dann aufpassen an der Bearbeitung. Lo gebe ich dann auch noch weitere Radialfilter über das Bild ziehen. Das kann ja aber hier durch mit. So, und ich meine natürlich den Effekt, die dran sehen, raus. Und da gucken ich lo, ich meine, ein bisschen mehr weich Kant. Ich meine nach ein bisschen mehr groß. So, ich hätte gerne, dass am Anfang an der Mitte Bild hell bleibt. Aber, dass aber, so, ich muss das Bild ein bisschen mehr klein machen, in das schon noch mehr groß zu kriegen. So. Ich hätte aber gern, dass Bohren nach ein bisschen aufgedunkelt gehen, ein bisschen am Anfang so wie ein Vignette. Und dafür zählen ich dann nur eben die Radialfilter durch Bild ersetzen dann Belichtung nach ein bisschen rauf. Die Lichter kann ich auch nach minimal raufsetzen, voilà. Und da sieht man dadurch, dass das Blut rundherum nach mir da geht der Blick am Fond auch viel mehr an das Bild rangezogen. So, und dann habe ich dann natürlich noch einen Radialfilter, weil ich eben gerne hätte, dass er dann damit ein bisschen mehr hell soll sehen. Jetzt zeige ich noch einen Hai am Fond über das Wasser und ein bisschen über die Stehen. So, da ist ein Effekt dran, den mache ich raus. Und bei dem manche den Gegendeel, da gucken ich eben lo, dass die Belichtung ein bisschen absetzen. Moment, den ist natürlich, soll nicht draußen agieren, mit bannen. Voilà, da setzen ich dann die Belichtung lo ein bisschen rup, für dass es an der Mitte vom Bild noch ein bisschen mehr hell geht, was der Blick am Fond von dem den Foto guckt, soll mehr an Bilder anlegen, sodass den dann heute im Wasserfluss einfach noch geht. Dann gehe ich auch noch ein Kehr hier an Gradationskurve an. Ich setze mal da ein paar Punkte dicht. Voilà, und dann mache ich einen kleinen S-Kurve, wo ich die Hellbereiche ein bisschen abhellen, minimal an die Deichter und ein ganz kleines Stückchen. Mit Deichter man nur nicht zu viel. Voilà, an Mittelteil auch ganz ein bisschen mehr Deichter. Und dann aus Licht gehe ich auch nach High gucken, für die Lichter an schierter kleinen Farbton zu gehen. Bei den Lichter mache ich ganz minimal warmen Ton dran. Ja, ungefähr so. Bei dem Mittelton mache ich dieselben Farbton wie bei den Lichter. Bei den Dave gucken ich dann den Gegendeel am Mann einen leicht blauen Ton dran. Voilà. Wir gucken heute den Unterschied für Drohnen. Voilà, das gibt dem Bild nach einen gewissen Punch an das Foto gehen. Ganz am Schluss gehen ich nach an die Farbkalibrierung. Und ich gucke dann für die Blau vielleicht ein bisschen abzusetzen an Zierdigung auch minimal rob. Da gehen dann alt Bluttein am Bild bisschen abgesät. Der Tisch wücke an den Gringen von den Beam auch Blut dran ist, gehen auch die Beam danach
minimal mi kräftig. Voilà, das wird gewirrscht für das Foto. Dann kann den Vorher-Nachher-Vergleich gucken. Ich hoffe, tut dich gefallen. Weil ja, dann dürft ihr gerne den Kanal abonnieren und einen Daumen nach oben lassen. Und dann so eine vielmals merci für das Gucken. Bis nächstes Mal. Adi.